So cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Ostersonntag. Hast du auch vielleicht einen feinen Osterbrunch gehabt, mit vielleicht Ostereier, vielleicht haben ihr Eiertütsch gemacht oder hast du ein Osterhäschen suchen? Hey, das sind ja alles so mega coole Sachen. Aber in diesem Video wollen wir nochmal ganz genau anschauen, wieso wir überhaupt Ostern feiern. Darum ist auch heute nochmal ein spezielles Video und ich finde es so cool, dass du eingeschaltet hast. Wir machen die Pause von Mose und von Josaphat und seiner Familie und schauen die Geschichte an, was an Ostern genau passiert ist. Als allererstes lade ich dich ein, zum Aufstehen, dass wir zusammen Gott anbeten und Lieder singen zu seiner Ehre. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Weil alles, was mir halt gibt, mich verlangt. Meine Sicherheit in dir, Gott, bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. Hey, kom je in de moment, we belangen wat al in de knijpomp. Mein fester Grund. Ja, weißt du so. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Hey, ist es nicht cool, dass wir immer in der Hand von Gott sind und er unser Fels ist? Ich sage ihm doch gerade Danke, das ist so cool. Danke Gott, dass wir bei dir sicher sind, dass wir auf dir als Fels feststehen dürfen, dass wir immer in deinen Händen geborgen sind. Amen. Amen. Unverständlich wie eine neue Sprache und mein Herz versteht sie doch. Unaufhörbar wie ein Wasserfall und mein Leben wird nie zu voll. Du
Liebe zeigt. Du bist Liebe, nichts kann mich trennen. Durch Jesus hast du Liebe gezeigt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Deine Liebe hört nie auf, sie bleibt bestehen. Deine Liebe geht nie auf, sie ist immer da. Deine Liebe, sie kann nicht anders. Deine Liebe, sie liebt und liebt. Oh, 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 oh. Im Kreis gucken, dass alle Energie loslassen. Was so hoch kommt, beweist das. Ihr wisst, was man an Ostern so macht, traditionellerweise. Es gibt den sogenannten Ostergruß. Ich bringe euch den gerade schnell bei. Zwar geht es so, wenn jemand sagt, er ist auferstanden, dann tun wir antworten mit, er ist wahrhaftig auferstanden. Weil an Ostern denken wir ja daran, feiern wir, dass Jesus auferstanden ist. Also komm, wir machen es gerade schnell einmal. Ich tue euch ostermässig begrüßen und ihr könnt antworten. Bereit? Er ist auferstanden. Genau, er ist wahrhaftig auferstanden. So gut. Hey, jetzt steigen wir gerade ein in die Geschichte von der Seli. So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Sonntagmorgen. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt es euch bequem gemacht und sind schon ganz gespannt darauf zu hören, was dann am Sonntagmorgen passiert ist nach dem Karfreitag. Wie ich euch ja erzählt habe, am Freitag ist Jesus am Kreuz gestorben und in ein Grab gelegt worden. Und schaut mal, da seht ihr noch mal, vor dem Grab war ein riesiger Stein und die Soldaten sind vorne dran gestanden. Und dann am Sonntagmorgen sind ein paar Frauen, die Freunde von Jesus, sind zum Grab gegangen. Weil sie haben Jesus mit ganz feinem Öl einbalsamieren, dass es fein schmeckt. Und dann, sie sind immer noch traurig natürlich, dass Jesus gestorben ist und haben immer noch nicht ganz verstehen, was dann genau passiert ist. Und dann sind sie zum Grab gekommen und plötzlich hat es ein riesiges Erdbeben gegeben und plötzlich war ein Engel und hat den Stein weggerollt und die Soldaten sind so verschrocken, die sind gerade am Boden gefallen. Und die Frauen, die haben auch nicht verstehen, was dann da genau passiert ist und was los war. Und der Engel hat ihnen gesagt, hey, habt keine Angst. Jesus ist nicht da bei den Toten, er ist nicht mehr im Grab. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Hey, und die Frauen haben das gar nicht verstehen, weil vor 2 Tagen ist Jesus doch gekreuzigt worden wie ein Schwerverbrecher, obwohl er keinen Fehler gemacht hat und ist gestorben und ins Grab gelegt worden. Und jetzt ist ein Engel da und sagt, Jesus lebt. Sie haben das gar nicht verstehen. Und dann hat der Engel noch gesagt, geht zu den Jüngern von Jesus, zu seinen Freunden und erzählt ihnen, dass Jesus lebt. Und die Frauen, die waren ganz verwirrt, aber sie haben gesehen, das Grab ist wirklich leer, Jesus ist nicht mehr da. Und dann sind sie schnell losgelaufen zu den Jüngern von Jesus, um ihnen das zu erzählen. Hey, ja, und dann auf dem Weg ist plötzlich jemand vor ihnen gestanden. Es war Jesus. Sie sind gerade vor den Knien von Jesus und sie haben es einfach immer noch nicht verstehen. Jetzt ist Jesus gestorben vor 2 Tagen und jetzt steht er plötzlich wieder vor ihnen. Hey, aber jetzt haben sie wirklich gewusst, Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden. Und Jesus hat ihnen nochmal gesagt, hey, ihr müsst keine Angst haben. Ich bin auferstanden. Und dann hat Jesus nochmal gesagt, geht zu meinen Jüngern und erzählt ihnen, wo sie hingehen sollen, weil dort werden sie mich dann treffen. Und die Frauen sind dann weitergegangen zu den Jüngern, um ihnen das zu erzählen. Hey, wow, so eine gute Nachricht. Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist nicht mehr tot. Der Ostersonntag ist ein mega Freudentag. Jesus lebt so schön. Hey, und weil Jesus auferstanden ist, wie ich euch schon gesagt habe am Karfreitag, vergibt uns Gott jetzt alle unsere Sünden, wenn es uns leid tut. Und es gibt einen ganz bekannten Vers in der Bibel, und zwar
der Vers steht im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Vers 16. Und dort steht, dass Gott die ganze Welt, mich, jeder Mensch, hat Gott so fest lieb, dass er Jesus auf die Welt geschickt hat und dann ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Und die an ihn glauben, die daran glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist, die werden ewig leben. Hey, wow, so eine gute Nachricht. Wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir ewig mit ihm zusammenleben und er vergibt uns alle unsere Fehler. So schön. So cool, wie wir zusammen Gott anbeten und ihm Danke sagen für was er gemacht hat. Und jetzt basteln wir gerade noch etwas zusammen, das mega gut zu Ostern passt. Und zwar findet ihr die Vorlage wieder bei den anderen Vorlagen auf der Homepage vom Kreuzpunkt. Die könnt ihr herunterladen, ausdrucken und beide Kreise dann ausschneiden. Bei diesem Kreis müsst ihr jetzt gerade nicht mehr machen. Und bei diesem Kreis könnt ihr zuerst das Eckchen ausschneiden, das dann eingezeichnet ist. Und jetzt könnt ihr auf diesen Kreis noch draufschreiben, Jesus ist und dann Pünktli, Pünktli, Pünktli. Wenn ihr wollt, könnt ihr es irgendwie verzieren. Ich habe jetzt hier noch einen Hügel, wo der Hügel Golgatha ist, wo Jesus gekreuzigt worden ist, und 3 Kreuze, weil das ist ja dort so am Karfreitag. Ihr könnt aber auch ein leeres Grab zeichnen oder sonst irgendwie verzieren, wie ihr das wollt. Dann könnt ihr beide Kreise aufeinander legen und in der Mitte ein Löchchen machen. Und jetzt ist es am besten, wenn ihr so eine Klammer habt, weil die kann man jetzt ganz einfach so da durchstecken und jetzt umfalten und jetzt ist es eigentlich schon fertig. Jetzt steht ja da Jesus ist und jetzt sehen wir nämlich da ganz verschiedene Sachen. Das erste, was steht, ist, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und jetzt könnt ihr einfach da weiter drehen. Jetzt steht da nämlich, Jesus ist die Tür und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der gute Hirte und so weiter. Weil Jesus auferstanden ist, ist er all das für uns. Und das finde ich so mega cool. Jetzt könnt ihr nämlich, weil heute ja Ostern ist, mit diesen paar Sachen da daran denken, was Jesus alles ist. Und so könnt ihr euch immer wieder daran erinnern, wenn ihr das im Kreis dreht, was Jesus alles ist. Er ist das Licht der Welt. Er ist immer bei dir und so weiter. Und so ist das eine coole Erinnerung, was Jesus alles ist und wer er ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Basteln. Und jetzt ist das Video auch schon vorbei, weil es ja eben ein bisschen spezieller ist. Ich wünsche euch ganz einen schönen Ostersonntag. Und nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Mose, mit dem Josaphat und seiner Familie. Ich bin schon ganz gespannt, was sie erleben werden. Hey, darum schalt doch nächste Woche wieder ein, dann geht es weiter mit der Serie über den Mose. Ganz einen schönen Sonntag wünsche ich dir.